Hallo? What the fuck? Ich glaube, das war definitiv ein Glas Wein zu viel gewesen. Ah! Ach du schöne Sache. Oh Mann, es ist nicht der Herdöpfelsack. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Nach dem kurzen Rückblick zu den Geschehnissen von Resident Evil 7 Biohazard begrüße ich euch recht herzlich mit Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zum neuen Let's Play. Nämlich zu Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Ja, ich habe mich richtig heftig auf das Game gefreut. Wobei ich muss sagen, ich starte jetzt das Spiel so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, wo einerseits freue ich mich halt mega auf ein weiteres Resident Evil zu spielen, andererseits freue ich mich eben auch nicht so auf ein weiteres Resident Evil, wo es ist halt mit sehr viel Verfolgungsgefühl und ja, mit Verklüpfen verbunden und das ist halt nicht so angenehm und sowieso, wenn man es dann noch mit Kopfhörer und im Dunkeln spielt, so wie ich, ist es ja, das macht dann wirklich ein Horror-Game aus, sozusagen. Aber ja, Item, ich freue mich trotzdem und es freut mich auch, seid ihr dabei. Und dann würde ich doch sagen, ohne dass wir noch gross irgendwie um einen Heißbrei drum reden, starten wir mit Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Dorf der Schatten. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Oh Etwas schien no. das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ew. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Nett. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Fischis. Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Im Da Papierboot. erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur.« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal.
Die hätte Vertrauen, Sie hä? ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe. Finster und stolz. Weiter? Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Ist das Und so eine gute... sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Ist das eine gute Nachtgeschichte für so ein kleines? Da. Sie schläft. Muss Und es wie sowas wird mir in einen Gruseliges sein? Sie Spiegel ist erst 6 gesperrt? Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Okay. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht. Zum Glück. Wir sind hergezogen, Rose. damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist Botsblitz. einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Sie sagt mir, ich sei Ich mache uns paranoid. Essen. Weiss sie noch, was passiert ist vor 3 Jahren? What? Okay, well then. Alles gut, Rose. Deine Mama will Rose. sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Ah, okay. Ah, okay. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. In dem Fall sind wir jetzt im Game inne und so wie es aussieht, yay, sind wir, also der Ethan, ist Vater geworden von einem kleinen Herdöpfelsack namens Rose. Juhu! Also es ist wirklich ein herziger Herdöpfelsack, das muss man schon sagen. Ja, und so wie es aussieht, ist das wahrscheinlich unsere Wohnung mit der Mia zusammen und mit der Rose, ja. Schön. Ich muss sagen, es ist wirklich schön. Wirklich schön. Die Frage ist jetzt halt einfach, wo ist denn auch das Schlafzimmer? Wir müssen ja die Rose ins Bett bringen. Aber wir kennen uns gar nicht richtig aus in diesem Haus, obwohl wir ja eigentlich da innen wohnen. Das geht nicht ganz auf mit dem Let's Player und dem Game selber. Untersuchen. Oh yeah! So, ein bisschen TV schauen während dem Let's Play im Game innen ist doch super. Gell, kleiner Herdöpfelsack? Ja. Oh, da kommt der zweite Ballon. Okay. Genug TV für heute, würde ich sagen. Ja. Oh, schick. Klavier. So etwas würde ich auch gerne haben. Ich muss wirklich sagen, es ist, die Wohnung gefällt mir. Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an. Versprochen? Ja, das glaube das kann noch ein bisschen warten, ja. Untersuchen. Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner ja, aber deiner? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich von dieser Musik jetzt gerade hier so halte. Also ich finde es jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut. Mia, kannst du mir sagen, wo das Halt Schlafzimmer dich ist? besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Okidoki. Hä? Was denn los? Automatische Türen? Oder ist jetzt die einfach gerade per Geisterhand echt so aufgegangen? Was? Okay, vielleicht heisst es in dem Fall, dass wir dann auch da rein müssen, aber ich hätte jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen. Bring Rose schnell ins Bett, ja? Ja, ist gut. Okay, ein Foto. Herzig, Nicht mehr lang und sie wird 1 Jahr. Kinder werden so Juhu. schnell groß. Rose Menü, Februar. 6.2. Riesen Cerealen Bananenmus. Cerealen? Ah, Cerealien, okay, aber doch. Aha, wenn ich es dem auch richtig lesen, es heisst nämlich Reiscerealien, okay. Nach 7.2. Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ethan, wehe du tust dir Zucker oder Honig ins Essen und keine Pilze. Lass es uns einfach genießen.
Ja, Pilze, nach dem, was wir da im Resident Evil 7 erlebt haben, wollen wir eigentlich, glaube ich, nie einen Pilze drin haben. Oh, Das Zeug Babynahrung. brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Ist das gar nicht Babynahrung? Doch, das ist Babynahrung. Aber in dem Fall, wenn Mia alles selber macht, ist das doch wunderbar. Okay, in dem Fall geht es jetzt hier weiter. Das sieht nach einem Eingangsbereich aus. Schon wieder Ihr wird mal ein hübsches Mädchen. Ein Spötteli. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Okay, what the fuck. Alles gut. Du bist ein Herdöpfelsack. Dieses Du Buch kannst ist doch gar nichts nicht für so- dich. Ich würde sagen, du bist ein Herdöpfelsack, du kannst noch gar nicht so Geräusche machen. Wobei, okay, sie ist eben Rose der Herdöpfelsack und Rose der Herdöpfelsack kann aber Geräusche machen. Trotz Herdöpfel. Absolut. Okay, ja, was haben wir? Oh, Wozu habe ah, ich den eigentlich noch? Wird Zeit, dass ich ihn entsorge. die kennen wir doch. Ey, also Leute, also wirklich, entweder haben die automatische Türen oder es spukt irgendwie bereits hier. Wir müssen hier Oh. gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Ja, was ist das für ein Zimmer? Ah, Koffer, sie sind irgendwie erst gerade frisch eingezogen in diesem Fall. Habe ich das verpasst? Haben sie das gesagt? I don't know. Okay, untersuchen. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalvey geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalvey, Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack Bauer wahrscheinlich und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Okay. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich Okay. überhaupt noch jemand daran erinnert? Ja, also mir bestimmt, oder? Das ist ja... Es ist ja gerade, vor 3 Tagen haben wir das ja erst abgeschlossen. Also hallo? Also haben wir jetzt eigentlich auch gerade herausgefunden, es spielt ja hier 3 Jahre später. Das heisst, ein Tag im Real Life ist in diesem Game 1 Jahr. Okay, nein. Sehe ich, okay. Was macht mein Aufnahmeprogramm? Irgendetwas, ich weiß gar nicht, ob alles okay ist. Ich glaube, es ist alles okay. Gut, let's go weiter. Das ist auch kein Schlafzimmer. Well, das ist kein Babybett. Darauf machen wir andere Sachen als Herdöpfelsack oder Baby drin tun. Oh, untersuchen. Mias Medizin seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. Okay. Leute, den Spiegel solltet ihr unbedingt mal putzen. Okay. Kann ich noch schnell tuscheln? Nope. Schnell ein paar Herdöpfel waschen, würde ich sagen. Nein. Was? Okay, du bist jetzt mein kleiner Herdöpfelsack, gell? Ja. Aufziehen. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Okay, what is it? Let the bodies hit the floor. Okay, nein. Ja. Momo. Ist ein Was schönes da, meine Lied, Mann. Kleine? Ah, wir sind auf dem richtigen Weg, nice. Haben wir da noch etwas zum Anschauen? Nope. Und die automatischen Türen gehen wieder auf, das finde ich super, okay. Das ist... Okay, das ist ihr Schlafzimmer und sie teilen es natürlich mit der Rose. So, kick the ball. Bam! Okay. Oh, was haben wir denn da? Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Ja, ist ganz süß. So ein Herdöpfelsack mit so einem Bär. Pyjama oder was es genau ist. So, Rose hinlegen. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Er ist Aber wirklich lässt ganz nicht ein zu, dass die herziger bösen Monster Herdöpfelsack. dir was tun. Die bösen Monster. Ja, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich versteht sie es noch nicht, aber vielleicht hat das Zeug gleich Einfluss. Oh! Jetzt läuft es richtig schnell durch die Hütte. Vorher haben wir das nicht können, wahrscheinlich, wo wir den Herdöpfelsack gedreht haben. Und Herdöpfelsäcke können wirklich schwer werden.
kein Monster. Schließen. Ja, was haben wir noch nicht gesehen? Da sind wir noch nicht drin gewesen. Okay. Ah, okay. Das ist die Hochzeit und sonst ein paar Fotos. Und da sind noch ein paar Fotos mehr. In der Schwangerschaft. Ultraschall. Und da ist der ganz kleine, der wirklich ganz kleine Herdöpfelsack. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Ist echt das Foto da unten rechts, ist das echt? Das sieht mega echt aus, denke ich mir. Okay. Wir können nicht mehr weiterblättern. Da hat es etwas. Überlebende an der Waffe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Handhabung schwerer Geschütze in Kampfsituationen von Joseph Kendo. Okay. Rose Lieblingsspielzeug. So. Turn up the Mucke. Machen wir noch ein bisschen Party. Was haben wir da? Name Rosemary Winters. Geburtsdatum 2.8.2020. Größe 62,3 cm. Gewicht 6,57 kg. Das sind gute Portionen Herdöpfel. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe. Keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Krankenhaus. Okay. Dann wollen wir es wegen der Pilze auch gleich noch. Okay, wir haben es jetzt wieder erfahren, aber es wird ja noch untersucht. Okay, Laptop untersuchen. 6.2.21. Mia und ich haben uns wieder mal gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass die Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Ethan, sein Tagebuch einfach. He? Was ist das eigentlich für eine Laptop? Ich habe noch nie so einen wüsten Laptop gesehen. Das ist ein halber Koffer. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir langsam alles gesehen. Mia ist ja für uns am Kochen. Das heisst, it's dinner time, ich hab Hunger. Rennen wir. Hunger! Was? Okay, aber in dem Fall ist auch doch irgendwie noch Gefahr rum, dass Mia, was sie schwanger war, wo sie mal Pilzversucht war, irgendwie vielleicht das gleich auf die Rose ist. So, können wir essen? Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Obviously. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Aua! Das ist Ciorba de Legume. Ein regionales Gericht. Mit dem heißen Schöpf. Du lebst dich richtig gut ein, hä? Mit der heißen Schöpfrau auf Und die Hand. regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Botsblitz, okay. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Sagt sie und schenkt die. Das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Ja, das du, ist... ich, Rose. Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Nicht vergessen. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Hallo? Mia. What the fuck? Oh, holy. Hallo, es ist gut. Bitte aufhören. Hallo. Das ist unsere neue Wohnung. Und... Mia. Super. Oh Gott. Super. Das Zeugs vor 3 Jahren alles für nichts gewesen. Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Das ist der Dude, der uns gerettet hat. Was? Warum? Overkill? What the fuck?
Was? Warum? Wer? Hä? Los, Bewegung! Was? Oh nein, unser Herdöpfelsack! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Oh! Aua! Rose. Herdöpfelsack! Schaff den hier raus. Und Mia ist einfach auch dead. So wie es aussieht. Ich glaube, das sind nicht nur irgendwie Nervengift gewesen. Müssen sie mir über den Boden schleifen? Sie hätten mich doch auch tragen können. Also, hat ein bisschen mit Respekt zu tun, oder? Also, Telefon! Was sind wir jetzt an einem Rückblick? Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Ja, Donnerstag um 4 Uhr habe ich immer Zeit. Die Ärztin Immer. hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich Come weiß, on, das haben wir doch so abgemacht. wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Richtiges Drama am Laufen, hä? Mist, Work. da muss ich rangehen. Gibt es auch Leute, die das wirklich so gespeichert haben? Also, Work. Arbeit. Böku. Bütz. Oh, herziges Bildli. My little angel. Mein kleiner Kartoffelsack. Wo sind wir jetzt hier gelandet? What? The actual... Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Wer ist da? Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Was? Ja, well, oh fuck, ja. Scheiße, was ist passiert? Ich glaube, das war definitiv ein Glas Wein zu viel gewesen. Der mag ja gut und regional sein, der Wein, aber es war echt ein Glas zu viel gewesen. Ich meine, wenn man hier so aufwacht und das dann so aussieht, dann ist es definitiv ein Glas Wein zu viel gewesen. Okay. Handy untersuchen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Vorher ist es ja noch gegangen. Missionsziele. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Ja, well, okay. Warum aber? Warum? Und, by the way, ich glaube, der hat mehr als 2 Offiziere sollen nehmen, weil es hat anscheinend nicht gelangt. So, kann man da irgendwie noch... Nope, da geht nicht mehr. Okay, es ist scheiß hure feister. Es ist wirklich scheiß hure... Ich hoffe, ihr seht es irgendwie, wo ich sehe wirklich gar nicht viel. Sie haben den Blinker angelassen. Ja, also, und vor allem... Er liegt auf der falschen Seite für den Blinker. Er hat, wenn schon, der andere Blinker sollen, wo er auf die Seite gekippt ist. Und ja, ich versuche mich, glaube ich, so ein bisschen mit dummen Sprüchen abzulenken von dem, was jetzt passiert oder weiss auch nicht was. Es ist scheiß feister. Das sind irgendwie Spuren, sind die echt... Ich glaube nicht, dass Rosemary unseren kleinen Herdöpfelsack da schon allein kann durch den Schnee kriechen. Hallo? Ich höre Geräusche. Okay, habe ich irgendwie schon das Ziel? Diese Karte zeigt Informationen zum aktuellen sowie bereits besuchten Gebieten an. Oh,
Ich sehe schon recht weit. Dabei bin ich noch gar nicht der gewesen. Was haben wir da noch? Notizbuch. Im Notizbuch können Sie Ethans Tagebuch so wie... Schnell gegangen, okay. Dämmerung, irgendwo im Wald. Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, aber dann ist Chris aufgetaucht und er hat unser Leben zerstört. Definitiv. Er hat Rose entführt, er hat Mia vor meinen Augen erschossen. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? Ja. What is this? Was ist das alles? Und warum? Und warum haben sie Mia einfach so brutal erschossen? Und warum haben sie die Rose genommen? Jetzt muss ich wie lange ohne Härtepfuß kommen? Das geht nicht. Okay. Vielleicht, okay, der Ethan sagt zwar, er ist nicht paranoid, aber ich werde irgendwie schon ein bisschen paranoid. Okay, können wir da irgendwie runterschlitteln? Ja, kein Schlitten dabei. Juhu! Ne, okay. Hallo? Wer auch immer da ist. Ich mache hier nur, sagen wir, das ist Sonntagabend-Spaziergang. Ich werde nicht gestört werden und ich werde dich auch nicht stören. Okay, was denn dort? Okay. Unten durch? Ja. Komm on, Ethan, musst du unbedingt in Stachel vom Stacheldraht reinlängen. Es hat doch genug Platz gehabt rundum. Okay. Well, I guess... Wir gehen einfach dem wunderschönen... Hallo, geht's eigentlich noch? Irgendwie so ein paar Kids oder so, was lustig finden, irgendwie auf einen erwachsenen Mann mit Steinen zu schiessen. Hallo? Was sind wir hier? Ja. Jesus. Das Geräusch und... Hallo? Nicht witzig. Das erinnert mich auch mega an den Anfang vom 7. Wisst ihr, wie jetzt sind wir einfach wieder am genau gleichen Ort vom 7. Einfach ist es jetzt Winter. Und dort ist mir am Anfang in Louisiana ist mir auch so im Wald. Da findet man das Haus. Oh, warum sollte ich ausgerechnet hier durchlaufen? Kann ich nicht da irgendwie ein bisschen so ein Wägli rundherum gehen? Okay, nein. Hallo? Ew. Raben erhängen oder kreien, warum? Irgendwie traue ich dieser Sache nicht. Ich habe das Gefühl, einer von denen wird noch leben. Und wird mich angekumpelt oder so. Fuck, wie viel sind das? Eigentlich unten durch. Oh mein Gott! Oh! Und da hat er schon das erste Jumpscare. Fuck, yes. I knew it. Kann ich irgendetwas? Ich hätte das nicht gerne. Ich habe keine Waffe und nichts. Ich kann mich nicht mal widersetzen. So, gehst du jetzt Ruhe. Oh, okay, schnell weg von hier. Das zieht gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Ja, noch mehr tote Viecher, super. Oh, ja, perfekt, oder? Jetzt noch zudem, dass es feister ist, Nebel. Laute Geräusche. Und Blutspuren. Okay. Wo muss ich? Was ist es da? Das Äschli, okay. Ach du schöne Sache. Ey, jetzt... Wir spielen doch kein Versteck hier. Okay, ein paar Federn. Das ist auch noch ein Rab oder ein Krähe. So. In den Dingen habe ich irgendetwas zu bewegen. Ich würde sagen, ein Rab oder ein Krähe ist irgendwie da noch so ein bisschen entkommen. Okay. Okay. Schön. Ein wunderschönes Brückli auf einem wunderschönen Fluss. An einem nicht ganz so wunderschönen Ort zu einer nicht ganz so wunderschönen Tageszeit. Warum wollte ich überhaupt da rein? Ich meine...
Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mann. Ich habe es vorhin irgendwie cooler gefunden, als ich nicht so weit habe gesehen. Also weil ich sehe nicht wirklich weit, aber Oh, Essen. Hundefutter. Ah, ist das ein Häusli? Das ist das Häusli. Das ist sicher das von den Bakers. Hallo, ich will da gar nicht hineinschauen. Okay. Das ist... Oh, Animation. Ah Mann, jetzt ist es so leise. Vorhin war irgendwie aber auch cool, dass es noch so ein bisschen Geräusche waren, wo jetzt ist es... Geht ein bisschen sehr leise. Untersuchen. Öffnen. Oh Mann, es ist nicht der Herdöpfelsack. Was ist das? Irgendwie so eine Waffe, ein Seil mit einem Stein dran. Untersuchen. Jetzt tropft er nicht mehr. Handwerker Ethan ist am Start. Okay. Hey, hallo! Ich komme hier schnell Hallo sagen, wo... Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sie das machen. Das sieht nach Mias Shit aus. Lord. No! Nicht witzig! Öffnen. Hey, hier ist ja kein Monster drin, oder? Nein. Es gibt gar kein Monster. Ah! Was zur Hölle ist hier passiert? Hallo? Ja, super, oder? Gehen wir doch einfach in den Dunkelschacht rein und wir haben ja sonst keinen Plan, was machen. Hashtag hobbylos. Das sieht wirklich aus wie bei den Bakers im Keller. Hallo! Habt ihr Mia oder die Rose gesehen? Die Rose sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Herdöpfelsack. Und Mia, wisst ihr, die vom Resident Evil 7? Was ist denn das? Das ist Kraut, oder? Vom Resident Evil 7. Sie hat es zu lange liegen. Oh. Ah, jetzt hat man sie Totenköpfe, du bist ein Knoblauch. Well, warum? Was? Okay, untersuchen? Was denn das? Ist das irgendwie... Ah, ich kann es natürlich noch vergrößern. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden oder nicht schön finden. Wir haben es auch mal gefunden. Egal ob schön oder nicht schön, wir haben es gefunden und wir finden es jetzt. Pass doch ein bisschen auf. Hey, Ethan. Du bist jetzt also ein Gestabi da. Ich liebe berndeutsche Let's Plays, da kann man manchmal so lustige Ausdrücke führen. Okay. Ja, wie ihr merkt, ich bin da extrem vorsichtig, das Zeug zu erkundigen. Nicht ängstlich, nein, vorsichtig. Okay, schafft mit Blutspuren. Ja, warum sollte man da auch nicht öffnen, oder? Untersuchen. Ich muss mich umdrehen. Okay, ich drehe mich jetzt um. Hallo? Ah, das ist so nicht cool von diesem Spiel. Warum ist es jetzt so leise? Okay. Es tut mir leid. Ich verschwinde hier. Ist alles in Ordnung. Ich verschwinde. Ist schon okay. Ich wollte doch gar nichts wollen. Was ist da oben? Das ist nur Rauch. Oh mein Gott, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Geht's eigentlich noch? Ja, super, merci. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Moment ist für das, aber Ethan denkt auch schon.
Ja. Wie ist das passiert? Hä? Sag mal. Sag mal, wie lange sind wir jetzt dort unten im Keller gewesen? Wie lange sind wir jetzt dort unten im Keller gewesen? Okay, der Weg hier scheint versperrt. Heisst, es gibt nur einen Weg. Aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle beenden wir die Folge, wo ich hier wieder so nicht länger als 35 Minuten und nicht weniger lang als 25 Minuten Folge habe. Und dann wäre es für die erste Folge erstmals gewesen. Ja, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!